An. Joel. Wost du die Echtkehr von einer Sexparty hören hast du da je viel gestaltet, du Kind sein aber selbst matt machen? Nee, ich meine nicht für mich so eine Sache, die andere Leute machen, so irgendwie cool Leute, die mega flott Kollegen haben und so perfekt leben, wo alles super lebt, die können so Party gehen, die gehen invitiert und die hören davon und die haben so ein Leben, so super exciting life. Und ich bin nicht eine von den Personen und du weißt, kann ich auch nicht auf so Party. Das war meine erste Reaktion. Ich war ganz überrascht. Festzustellen, dass ich auch eine von den Personen bin. Ich habe am Anfang lange Zeit gemerkt, dass wir ein Mythos oder so eine Sache, die an Porno geht, aber nicht am richtigen Leben. Und ich werde ein bisschen erstaunt, wo ich festgestellt habe, okay, das geht tatsächlich auch am richtigen Leben. Und ich kenne noch Leute, die auf so Sachen gehen. Und irgendwann sind ich auch selber auf so Gruppen-Events gewesen. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Mayway Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Dir lauscht Mayway Sex. Mein Name ist Joel und bei mir am Studio sitzt Dan. Aber nicht das an, was ihr vielleicht kennt aus Mayway Sex. Auch nicht das an der ersten Staffel, aber nach einer anderen an. Weil da wahrscheinlich schon gemerkt hat, schwätzen wir an dieser Episode über Gruppenevenementen. Schon da mal so zusammengefasst, dass das ein gutes Wort. Ja, du kannst vielleicht als Gruppe auf ein Gruppenevenement gehen. Ich gehe vielleicht echt so eine Sexparty oder eine Party, wo Sex auch statt kann finden, wie Gruppenevenement, weil kannst du ja auch ein Privatgruppenevenement haben. Wobei eine Playparty, du musst ja auch nicht unbedingt Sex mit Kind, aber... Mit Kind, das ist immer eine Option. Ich meine, das ist also nicht unbedingt, dass du hingehst, als du starten musst. Oder überhaupt. Me, da komme ich schwer mal drüber, was so eine Party überhaupt ist. Du hast auch schon angeschwärzt, dass es doch kann privat sein. Also es gibt zwei große Gruppen von so Partien. Kinder, die privat organisiert gehen und die ein bisschen mehr öffentlich organisiert sind. Ja, meine Erfahrung nicht. Ja, die Publik, das heißt, du kannst wirklich vom Internet ein Ticket kaufen. Und da gibt es die, wie soll ich so vielleicht semi-public sind. Das heißt, die sind organisiert für Leute, du kannst quasi so ein Ticket kaufen oder gehst ein bisschen suchen für die Organisation von der Party. Mit dem muss aber erkennen, den das quasi invitiert und der für das voucht. Und da gibt es die, wo so vielleicht die sind wirklich privat, das einfach bei einem daheim oder von einer Gruppe Kollegen organisiert. Da tauchst du nicht ab, wenn es nicht explizit invitiert gibt. Ja. Das ist am Anfang wie bei Partien, wo normalerweise kein Sex geschieht. Götter, die sind öffentlich organisiert, du kannst den Ticket kaufen und Götter, die fahren daheim und in der nächsten Feier werden statt und du könnt ihr just dran, wenn ihr kennt oder wenn ihr mitgeholt wird. Ja. Und so ist noch ein bisschen bei den 12 von den Leuten. Also ich kann mir vorstellen, dass es Partien gibt, wo viele Leute sind, ganz viele Leute und Götter, wo ihr just zu 5 Sängers. Ja, ich meine, das ist einfach viel vom Genre von der Party, weil ich meine, das haben wir noch nicht so richtig angeschwärzt, aber es gibt trotzdem einfach ganz viele Gruppenevenementen, egal wie man das definieren. Ist das eine King-Party oder ist das eine Party, das eigentlich, wie soll ich sagen, ein Rave ist oder so, wo du einfach rausgehst, wo aber Playroom ist, also ein Raum, wo eben Leute können mal nicht schlafen oder andere Sachen machen, die mehr privat sind quasi, aber noch immer öffentlich, weil sie einfach trotzdem auf einer Party sind. Also ich keine für allem Playpartys, die an einem BDSM-Kontext sich aufspielen. Ich will nicht so viel über die Definition von BDSM schwätzen. Ich meine, die Mischleit wahrscheinlich eine Vorstellung, aber nicht, wir haben auch Episoden darüber, da könnt ihr die lauschen. Ja. Also lange am BDSM-Bereich gibt es doch schon so verschiedene andere Kategorien oder es gibt so, also es gibt da, wo so quasi alles möglich ist und gibt da, die mehr spezifisch Thema sind. Also ich weiß, dass da zum Beispiel gehen die an einer Schwemm stattfinden, wo dann alles ein bisschen so ob ich hab's mit Wasser ja, da gibt es so eine Sachen, die echt auf Bondage fixiert sind und gibt wahrscheinlich schon noch 100.000 Sachen, die schon nicht abgezielt. Ja, also der Bereich ist groß, ne, und das holt und natürlich auch einen Effekt ab, wegen Zuchtparty, was lebt denn da? Also eine Party, wo tatsächlich Leute durchgehen für vielleicht einen Partner zu finden oder eine Partnerin zu finden, oder ist es einfach eine Party, wo vielleicht ein bisschen ein gewisser Look gefragt wird, wo ein ziemlich strikten Dresscode ist,
wie das dann auch tatsächlich von der Atmosphäre, ob das da so passt bei den Leuten, wo da vielleicht der Play kann mich groß gefasst sehen, du kannst nicht ein bisschen so machen, mit Konsens, wie ihr wollt, ne? Ja, und da gibt es auch eine Anleitungspolitik, die ein bisschen andere kann von Evenement zu Evenement, also es gibt Party, wo natürlich privat sind, wo dann just bestimmte Leute gehen, es gibt da, wo für alle Geschlechter offen sind, es gibt da, wo just verschiedene Geschlechter hier können. Ja, ich meine, das sind so ungefähr die Anleitungspolitiken, die mir gerade auffallen, fallen die dann andere an. Also ja, dass die Navidität geht von einem quasi als wichtig, respektiv, dass ihn, wenn es so semi-privat ist, dass ihn so sich für einen Kaffee gestaltet wird, dann erklärt wird, wen er ist, dann war der ein bisschen so erwacht, weil aber trotzdem so Sicherheit, ob so Partien oder Events, aber kann wie ganz wichtig sein, und wenn er natürlich eine Publikparty ist, also mehr wichtig, das muss da gar nicht das gemeinlich gehen, mehr ob so semi-private Partien, das ist natürlich mega wichtig, dass sie drehen, aber eine gewisse Sicherheit hat. Ne? Du weißt, dass es wichtig ist, dass du aber ein bisschen vielleicht gefiltert geht, wie kann kommen, oder wie nicht kann kommen, ob die Person vielleicht an ihrer eigenen Entwicklung auf einer Platz ist, wo das okay ist und nicht just könnt für, weil sie meinen, du gehst für mega viel Plackenschleut rundherum laufen und es wäre mega flott für so ganz einfach irgendeinen zu vorne, die Welt mit der Person schlafen. Was mir nachher angefallen ist, sind so ein bisschen mehr spezielle Evenemente, die vielleicht nicht unbedingt ein Party sind. Also es gibt zum Beispiel Stammtische auch am BDSM-Bereich, wo Leute sich dann treffen an einer spezieller Bar, die dann oft auch separé hört, wo das dann ein bisschen so kann an den Niveau gehen. Also sitzen sie bei denen, schwätzen denen, und wenn die Lust hat, dann kann die noch mal nicht spielen. Ja. Aber das nicht muss sein, das ist nicht das Hauptziel vom Ofen. Mit hängt immer ein bisschen davon auf, wo es dann hingeht. So. Ja, genau. Also meine Erfahrung sind viel von den Partien, die so Evenement selber gehen, so Workshops, die zum Beispiel über Konsens schwätzen, mir auch einfach zum Beispiel Cuddle-Paddle sehen oder die Leute Chance gehen, eine gewisse Praktik ein bisschen rauszufinden, wie das geht, und ob denen das gefällt, wie dann nur vielleicht auf der Party das ein bisschen mehr auszubauen. Ich war auch dem Leute auf einer Party, du warst Sock Wrestling, das heißt, ich war auf einer Party, wo ein bisschen so wie ein Wrestling-Ring an der Mitte war, und die drin war natürlich aber auf der Party-Modus aufgetan und so, und ich gucke aber dran, für der andere Person einen Strumpf auszutun. Und das ist immens witzig und playful und kann auch natürlich ein bisschen sexy sein, aber ich meine, das einfach da weiß, wie man Leute Angst hat, aus Berührung zu kommen und witzig Moment zu haben, weil ich meine, für mich ist es immens wichtig, dass die Events, die können ziemlich intens sein, also emotional, aber das aber ein bisschen das spielerisch und so, da, wenn man dabei ist, und das ist nicht unbedingt immer ganz seriös, also da geschehen ganz viele witzige Momente, und in dem Sinne, dass Sex ja auch oder sexuelle Erfahrungen können aber ziemlich witzig sein, und das ist für mich ein Deal, aber man ist nicht so viel seriös. Ja, Dann sind wir vielleicht schon bei den Erwerdungen, die ihr hört. Also der werden sich homologiert. Nicht erwerten, dass es zu viel seriös geht. Oder ein wichtig froh aus wahrscheinlich immer den Dresscode. Also viele Partien haben ja einfach einen Dresscode mit verschiedenen Vierschläfe-Sachen, die ich kann undtun. Bei anderen also mich frei und will ihn sich schon irgendwie sexy undtun, und das will ihn nicht undtun, wo ihn sich auch wohl da spielt. Das ist schwer froh, oder? Ja, mega schwer. Ich habe gerade, bis du gesagt hast, ein bisschen drüber nachdenken, wie das dafür war, wo ich nicht, ob es in die Wand war, wie war das so an meinem Kopf. Und drum geht das, war ich mir dann nur gedacht, und ich bin mir sicher, dass ich verschiedene Leute Massage geschrieben habe, so, oh, ich weiß nicht, was ich dann untun. Was zieh ich dann da unten für so eine Party? Und ich meine, du hast ein bisschen gesagt, das hängt ein bisschen von der Party auf, vielleicht vom Event. Heinz, du gehst ein bisschen in den Dresscode, da musst du dich mehr oder mal aufpassen. Ich fand immer mega wichtig, persönlich, dass da aber bis 5 an der Nische, wo du dich aber da selber drauf wohlfühlst, sondern zu finden, dass die, was du unhörst, aber dich ein bisschen nicht repräsentierst, mehr, dass aber bei dir persönlich passt, und dass du dich mit nicht probierst, irgendwie an einen Küste ranzuquatschen, an die es nicht drauf passt eigentlich, ne? Weil dass du dich wohlfühlst, das ist so wichtig auf so Platz, ne? Und wenn du schon anfängst, dich unwohl zu fühlen, wenn du Kleider, also schwierig. Aber ja, das ist nicht immer schwierig, wenn du vielleicht Leute, was du kennst, aber wenn du bis paar Mal auf dieselben Event warst, da weißt du ein bisschen mehr, was du kannst erwarten, aber wie du dummer da kannst spielen, und da findest du vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum für ein bisschen mehr interessante Sachen, wenn du weißt, das hatte ich mir schon nicht unbedingt getraut für 2 Monate oder 3 Monate oder 6 Monate. Persönlich fand ich immer flott, wenn Leute können sich wie sie wollen. Teilweise mehr, das ist auch natürlich wichtig, dass aber besser so den Gehst von der Party bewacht wird. Wenn du ein Jeans und T-Shirt kennt, dann kann ich, weil ich kann sehen, dass dann aber dann irgendwie das
das sexy Element oder das spielerisch ein bisschen verloren geht, weil Leute aber da ein bisschen zu viel am normal Alldach-Modus sind. Nicht unbedingt. Also das ist eine Fetischparty für Jeans. Absolut, ja. Geht das auch? Absolut, ja. Das stimmt, ich war auf einer King-Party für eine Zeit schon. Und die hatten aber einen ziemlich langen Lösch für den Dresscode, was dann du dir sind oder kannst sind oder sollst sind. Und dann war ziemlich open, mit trotzdem war aber so ziemlich lang Lösch. Und du kannst im Schluss sagen, ja, meine Sneakers wären aber kein Problem. Tatsächlich, du dir dann kannst an der kompletter Kingwear kommen mit Latex, wenn du willst, du den Adidas dabei und dann hast du aber kein Problem. Auch Sneakers sind absolut, genau, absolut streng sein. Ja. Ist das so eine Sache, die Steves abhaken? Ob all Party? Ja, also ich gehe normalerweise immer Kondome abhaken und dazu muss ich da sagen, ob den nächste Party geht das auch. Ja, also auf Reihe, du musst nicht selber drum denken, wenn es halt verkehrt so ist, also kein Problem. Vielleicht noch verschiedene Spielsachen, Toys, wo du Lust hast, mal zu spielen, wenn das erlaubt, dass verschiedene Partien 100 nicht gerne, wenn du jede Sache mal bringst. An einer Party so, ja, bring all die Sachen mit, wie du Lust hast. Da hängt ein bisschen davon auf. Ich meine, das ist immer wichtig, wenn nicht richtig gehen, so für Drogen gelesen haben. Ja, weil Konsens geht sowieso mehr aufgesehen davon auch von den Sachen, die du willst mitbringen. Von den Sachen sind, die vielleicht mal deinem Partner oder deiner Partnerin will machen, für was den auch Spielsachen braucht, dann bringt den die auch mit. Ja. Bin eine Freundin, die hat Handschen mit so Piken drauf. Das ist einfach extrem interessant. Olivennis, ob der Haut, und das nicht unbedingt sexy, aber kann natürlich das auch sehen. Das ist aber extrem flott otherwise, wie ein bisschen Leute kennenzulernen und hat bringt die Ball immer mit. Das weiß schon jeder auch. Das heißt, wir sitzen alle schon dort zu warten. So, weil viel jemand schön und jemand gut. Und das ist zum Beispiel, war den aber kann vielleicht mitbringen, wenn ihn durch Lust wird. Ja. So, es gibt echt noch so ein Fleisch, irgendwie so in Müsli-Riegel. Genau, so. Ich wollte gerade so Snacks, nicht vergessen, Snacks mitzubringen. Vielleicht auch Wasser, mir normalerweise Credeo. Zu trinken. Aber meine Erfahrung, ja, die Party, also du kriegst überall Wasser, so viel wisst du, weil ich meine, nicht gehört, bald und so, die können dann nicht so und du kriegst kein Wasser. Dann habe ich mich gefragt, wie diese Idee, mit wem du hingehst. Also wenn die natürlich von einer Person angehört, dann die hält die Mat, dann ist es relativ einfach, dann hält die auch eine Person, die engem Flash kann pro Sache weisen oder die in Leute vorstellen soll. Ja, das ist komplex, gebe ich so weil, also viele von den Partien funktionieren mit einem PAL-System. PAL, das ist so, dass eine Person ist für die für dich baut, das heißt, die ist dann quasi responsabel. Normalerweise musst du auch zur Summe kommen und zur Summe gehen. Das heißt, du wird dann abgeschrieben, wen die Person ist. Und wenn du dann ein Problem hast oder das ist ein Problem mit dir, da geht die eine Person, die ist dann dafür responsabel, dass das gelöst wird oder adressiert wird. Das heißt, in dem Sinn gehst du dann normalerweise mit einem Pal, aber das kann auch einfach ein Kollege, eine Person sein, die nächste Vouch. Ja, das ist komplex, mit wem gehst du, auf wen gehst du. Wenn vielleicht mit einem Partner geht, dann ist es gut, für das für so war den sich dann erwartet. Ich meine, Erwartungen, ich meine, wir haben nicht so viel über Erwartungen gesprochen. Ja, das steht auf jeden Fall noch auf mir. Ja, genau, Erwartungen ist ein riesig großes Thema. Aber erwartet sich dann, dass mit dem Partner spielt oder nicht, oder geht die just so hin und dann aus der Erwartung, dass du kannst, du musst, wie du willst. Das geht auch mit anderen Leuten. Oder gehst mit Kollegen und das ist eine Intention, dass du eben mit Kollegen gehst und nicht mit deinem Partner, wenn du vielleicht auch poly bist, also polyamorös, und sind mehr von deinen Partnern da, dann die Situation geht nicht mehr einfach. Nee, mehr komplex und muss ihn sich mehr überlegen, was er will, und noch viel drüber kommunizieren. Ja. Ich meine, das ist immer, also das ist sowieso egal, mit wem er geht, wahrscheinlich immens wichtig für einfach über zu schwätzen, okay, war das okay, und wie können wir sich nicht alles mehr, wenn wir kurz kommunizieren. Genau, absolut. Wenn wir irgendwie alle Stunden einen kleinen Check-in oder irgendeine Session, wenn du kurz brauchst, den man da für den Tee geht, kurz Luft schnaufen oder sonst irgendwie an den Raum, wo du mir ruhig ist. Und dann kann ich noch schon mir ruhig hingehen, wenn ich schon eine Idee hört, was den wert oder wen sich kann sicher fühlen. Ja, absolut. Ja, ich meine, Expectations sind schwierig, ne? Weil du kannst so nicht kommen auf eine Party mit Expectation oder ich will mit einer bestimmten Person oder über hart spielen und dann klappt es vielleicht nicht, weil ihn zu viel darauf fokussiert, dass er gerne das tut
hat mit seinem riesen Agenda können das noch nicht funktioniert. Natürlich, wenn ihr seht, nee, ich habe gut keine Erwartungen, das geht da vielleicht auch schief, weil dann sind nur vielleicht enttäuscht vom Ofen, dass er nicht so gegangen ist, wie gemeint wird. Mehr Erwartungen an einfach Kommunikation ist so das Hauptwort, gebe ich so, ist sowieso mit Partner oder Kolleginnen einmal gemangen. Aber wie du gesagt hast, auch, wenn wenn ihr nämlich schwere Moment hört, vielleicht ist der Partner oder die Partnerin, die sind anderweitig beschäftigt, das geht gerade kein Kollege oder kein Kollegin da. Die meisten von den Partien, respektive gebe ich so bald alle gut, haben Leute, die quasi responsabel sind. Du weißt dann normalerweise am Voraus, wenn die Leute sind, die haben vielleicht ein Armband oder Luchten oder sonst irgendetwas, du weißt, dass die da sind, die sind immer da, wenn es da irgendwie viel zu schwatzen oder so. Die meisten von den Partien haben auch Reim, wo traurig ist, wo keine Musik ist, wo du einfach kannst einen Tasse Tee trinken und du bist auf einen Kusch sitzen und was du raste, weil muss ich aber sagen, das kann aber ziemlich intens gehen und da brauchen halt so mal lange Pause. Ne? Genau, ich meine, das ist auch wichtig, dass die Stadt, bevor es das, da den sich Pausen der füllen, der den nicht muss die ganze Zeit, wo du hast 100% Action holen. Nee, gar nicht. Das ist okay, als für so okay, dass man zu viel schnell auch gerne Pause. Ja. Das ist Management wichtig. Ansonsten, wie du siehst, dass man da To-Do-List, das ist vielleicht nicht gut, sich eine To-Do-List zu schreiben, dann die probieren aufzuhaken. Mir kann ich schon Gedanken machen, okay, was kann ich mal auf was möglich sein, was wir cool zu machen, von wem wir sich vielleicht das hin oder hat oder andere Pronomen könnt. Ja. Ja. Mit der Person will ich etwas machen oder will ich jedenfalls nicht machen. So, das sind Sachen, die sich am besten am Fair überlegen. Und dann ist es vielleicht schon viel mehr einfach, wenn den dann durch ist, wenn den das schon durchstößt wird. Wieso und das so? Und wir wissen dadurch mehr, natürlich. An der Praxis ist es immer mehr schwierig wie an der Theorie. Ich weiß aber wirklich auch persönlich für viele Momente, wo ich zum Beispiel nur an einer Party mit einer Person geschwärzt habe, wo ich war so, ja, mir eigentlich hat er wieder gerne mit dir etwas gehabt und so. Und die Person war so, ja, eigentlich hat er auch gerne mit dir gehabt. Ja, guck, wir hatten ja Pakete am Vierer, da müssen wir drüber schwarzen. Da wären wir nicht alle zwei so enttäuscht. Ja, und ich meine, dann ist noch Mama nervös, weil nämlich das nächste Thema auf meiner To-Do-Liste ist, bei To-Do-Listen zurückzukommen. Ja. Also ich weiß, dass ich für eine Menge echter Playparty ziemlich nervös wäre, weil ich gar nicht wusste, was mich werden. Ich hatte schon eine Ahnung, was mich werden. Ich schon, okay, was ist, wenn die Leute alle mega so hardcore sind und mega schiel fanden, was du musst, oder das ziemlich komisch fanden. Und ich weiß, die Person, mit der ich da hin wäre mehr nervös wie ich, obwohl sie einfach ein bisschen mehr Erfahrung man so Sachen hat. Und wäre so, oh Gott, nee, wir müssen rund um den Block gehen, von der Location eng filmen. Witzigerweise sind wir dann direkt mit einer Person, die in der Dirstellung ans Gespräch kommen und die wäre so, ich kenne dich von Facebook, wir sind auf derselben Uni. Das wäre ziemlich cool. Das ist dann direkt mir gesagt, okay, das ist eine höllefreche Person und das fand ich auch wirklich ziemlich schön, wenn dann ob so Party noch Leute sind, die ein bisschen so, wenn die neu ist, ein bisschen so affeiern, ein bisschen so, hey, das lasse ich in Traum, hey, kannst du das machen, hey, kannst du das machen, und du hast den da, und wenn ich ein Problem hast, schwätze ruhig mit mir. Das tut mich direkt so geerdet und ich wäre direkt viel mehr nervös. Perfekt. Wäre direkt ziemlich cool. Ich hoffe, dass ich heute die Person kann sehen. Für andere Leute. Ich war natürlich auch mega nervös. Aber ja, ich bin heute so Party, wo ich dann helfen zu organisieren oder so, wo ich dann ob das dir sind, eben für die Leute zu empfangen und so. Und mir macht dann immer viel Spaß, weil verschiedene Leute kommen mit einer Energie, die freuen sich schon seit Wochen lang da, und alle Leute, die sind immer nervös. Und das ist einfach ein mega schöner Moment für dann so, und wissen, das ist alles okay, und macht dann nichts draus, und ich schritt dem anderen, und ich sind da, oder andere Leute sind da, und heute sind Leute, mit denen ich kann schwätzen. Und für mich, viel von den Plätzen, haben so Workshops über Konsens und über wie, also in einer Playparty, wie behalten sich da. Und da fehlen sich natürlich ein bisschen so, vielleicht so ein Präsentiertablett, so, du bist neu, weil du kennst auf den Workshop. Mir auf der anderen Seite auch die anderen Leute dann neu. Und ein bisschen Adrenalin ist ja auch nicht so schlecht, wenn den auf seine Party geht, fand ich. Ja, sicher. Dass er ein bisschen kribbelt. Ja, sicher, gehört dir dazu, ne? Meine Nervosität und Excitement sind aber ziemlich nur bei ihnen. Und das eine oder andere tut wirklich mega viel, mit denen zu dienen. Ich bin froh, wenn ich nicht so viel nervös bin, weil das fand ich schwierig, ob der Party mich einfach zu entspannen. Wenn ihn dann auf seiner Party aus, da sie in U kommen und da sie nicht von Nervosität gestorben
Also ich meine Strategie also immer für mein Enker so rundherum zu gehen und uns gucken was gibt da so auf der Party also was gibt es für verschiedene Räume war dann immer gut für so einen Überblick zu noch da den einfach weiß wo muss ich hingehen an wo ist Toilette wo ist den Rückzugsraum oder wo ist Bar oder was auch immer der den einfach ein bisschen Überblick hört. Also ich war bei meiner Partybüro nicht allzu lange und war eigentlich ein Rave, mehr ein kinky Rave, das heißt, war also Techno-DJ, das war den größten Teil und da war aber ziemlich großen Playroom mit viel kinky Müveln und so weiter. Aber auf jeden Fall sind wir so gekommen, wir haben verschiedene Leute mal gesucht, dann sind wir auch so eine obligatorischen Touren drin machen gegangen, haben uns einen Tasse Häsische gegangen und dann sind wir in den Playroom gekommen, just wieder zu gucken, wie das so wäre, ob das dann nur eine Möglichkeit wäre, wenn man da wählen. Und wir haben uns so geguckt, nee, schmecken nicht. Und dann hast du gesagt, so den Blick an der anderen Person hier im Gesicht, wie du denkst, so, das ist nicht gerade so ein Vibe, das heute. Und das ist natürlich so gut, weil ich nicht aber vielleicht am Voraus weiß, dass das so, da ist so viel so oder das gefällt mir nicht unbedingt. Wenn eine Party ist, wo vielleicht ein Playroom immens öffentlich ist, verschiedene Leute fanden das extra flott, andere Leute fanden das extra schrecklich. Also vielleicht gut zu wissen, wie aus der Wartung passt nicht doch an oder aus der Apps für mich funktioniert oder nicht. Ja, das ist nämlich auch gut, für dann können sie entscheiden, wann eben Lust hat, etwas zu machen, aber darum will machen, wohin das möchte. Guckst du gerne Leute nur auf Party? Jein. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen overwhelming. Also wenn einfach zu viele Impressionen noch nie kommen, dann finde ich mich schnell überfordert, basically. Und da kann halt schon mal zu viel sein. Weil für mich ein großer Aspekt ist, also Compulsion, natürlich, wenn du dich für eine andere Person fräst, vielleicht am sexuellen, aber auch einfach am emotionalen großen Ganzen, dass du dich für eine andere Person fräst. Und da kriege ich natürlich trotzdem viel zu muss, wenn ich weiß, dass Kollegen sehen oder so. Da freue ich mich für das. Zu gesehen, dass die eine schöne Zeit tun. Also ich meine, du musst ihn dann noch immer erstens Triegeln kennen, am Voraus und vielleicht lieber 1-2 Schritte mehr zurückgehen, wie du ganz nur Leute zu stehen, also gaffen, also normalerweise nicht so, das was ich will und will ihn sich nicht irgendwie eklig beobachtet fühlen, mehr als einer Distanz, die cool ist. Und hängt ja immer ganz davon auf, was Leute wollen und wo sie es machen. Also ich kann mich erinnern, dass ich eine Party wäre, wo Leute wirklich ganz öffentlich so quasi schon bald am Barbereich eng 10 gespielt wurden, wo ganz klar wäre, okay, die wollen das öffentlich, die werde ich auch immens cool fanden, einfach weil es impressionant ist, weil es meistens immens ästhetisch ist, als Bondage noch gucken. Also gerade weil Leute so Suspension machen, wo Leute gefesselt gehen an der nächsten am Plafond hängen, das ist oft ziemlich cool und beeindruckend. Ja, wenn du ein bisschen also die Intimität von den 2 Leuten gesagt oder vielleicht mehr Leute, die da man den Hund, das fand ich immer immens schön. Es ist immer wichtig, wenn ich auf so Platz geht, wirklich Regeln genau zu lesen. Verschiedene Plätze sind extrem gängig gucken. Sonst hab's gesagt, selbst anders das wie gucken. Ne? Du hast explizit gesagt, du stellst dich nicht hin und guckst. Ne? Andere Partien invitieren das quasi. Ich gebe so, wenn der kleine Raum ist, also immer eine gute Sache für zu frohen, die ich gucken. Ja, am besten für den Enker zu viel noch, wie Enker nicht genug. Das ist einfach enorm wichtig, dass Schützfrieden sich wohlfühlen. Also das ist mein Job, ist wichtig, dass die Party einfach lernen zu akzeptieren, dass der nicht bei allem kann, soll, darf mitmachen. Aber für jeden aber Platz ist für seine Erfahrungen zu machen. Ja, das ist mega wichtig. Also wenn ich mal ein Thema für heute abgeschrieben habe, dann ist es Konsens, weil die Party funktionieren nicht, ohne dass das die Nummer 1 Prinzip ist. Und da den ein enthusiastic Yes kriegt. Und nicht ein, ich weiß nicht so richtig. Und da die Frau ist, wenn eine Nähe kriegt, weil da weiß ich, wo ich steht, aber den du da kann machen und dass jeder Responsabilität für seine eigenen Emotionen hält, weil muss ich noch Lehre selber nie können zu so ein. Hast du schon Leute gefragt, ob sie sich irgendwo matt machen? Ja, hunisch. Ich kriege auch ja. Du hast mich drüber gefreut. Aber mit ein bisschen Anleitung. Dass ich weiß, dass du zum Beispiel 2 Leute geben, man nicht spiele Fleisch und dann du vielleicht eine Anleitung gibst für mich, dass ich kein Matt machen. Das ist ganz flott, weil du bist dir dann quasi ein Gage und du bist schon invitiert von voran. Natürlich froh ich dann trotzdem, weil ich gesehen dass die Leute sich Meinung geändert hatten. Aber ja, ich bin schon heute invitiert gehen. Ja, und du, Joel? Ich bin nicht. Also ich meine, ich war vor allem immer mit einer Partnerin oder einem Partner da. Ja. Und von der meisten Sachen lang gemäht oder nicht Leute gemäht. Also ich meine, dass es schon Situationen gibt, wo
wann ihn sich da getraut hätte wahrscheinlich ja gesagt hätten Leute die auch nur da so denn das war schön dass man das neben der Nähe machen konnten so ja und dann denke ich so, ja hat ja auch Kinder zu summen ich kann mich erinnern die alle echt Party wo ich hier war ich mit meinem dämonischen Partner und einer Partnerin von ihm und wir waren als Summen hin und da war noch eine andere Person wo wir alle mehr oder Männer interessiert waren das heißt, war wirklich mega viele Erwartungen schon so an der Luft und das hat auch mega gut geklappt wirklich irgendwie hat man vielleicht Chance wir waren alle gehört ob da habe ich da Lynn dem habe ich den Mann und dann haben wir auch ein mega schön Zählte zu summen und dann waren wir fertig und ich habe drin geguckt und gesehen dass so quasi der ganze Raum als nur geguckt hat und das habe ich den Moment wirklich gut nicht flott fand, weil ich das gut nicht erwartet hat, weil ich gut nicht so was gerechnet hat, weil ich mich extrem exposiert gefühlt habe an einem ziemlich Moment, den trotzdem vulnerable ist. Ne? Und ja, das ist schon wichtig, für so Sachen ins zu gehen. Da sind wir dann bei dem letzten Punkt, den ich mal abgeschrieben habe, nämlich, da den sich nur ein bisschen so Aftercare mischt. Also das ist ein Begriff aus dem BDSM, wo ihn nur enger 10 man nicht kuschelt oder einfach just schwärzt oder so schämelt oder was auch immer, für bis so raufzukommen. Und ich meine, dass da doch bei so Partien, egal ob die nur am BDSM-Kontext sind oder just Energiemähen sexuell sind, ziemlich wichtig ist, für du nur irgendwann näher zu haben, für raufzukommen. Also sie wird da den ein bisschen da sitzt, an abstrakt Idee geht, für ein bisschen so das ausklingen zu lassen oder sie wird da den du nur daheim mit der Person kurz drüber schwätzt oder wenn tatsächlich etwas viel gefallen ist, was dir nicht so gefallen ist, wie zum Beispiel dein Beispiel da den einfach sich überlegt, okay, wie kann man das ja die nächste Jahr so machen, dass das mehr angenehm ist für die Reden, muss man das vielleicht in einem Separé machen oder irgendwie die Leute so, okay, guck du vielleicht nicht alle gut. Ja, bis die Diskussion mehr Aftercare als mega wichtig. Ich fand, also wenn etwas schön ist, wenn einen schönen Moment hat mit einer Person, du nur drüber zu schwarz, mehr europäisch, du nur, das heißt, normalerweise schreiben ich der Person immer du nur, oder Personen immer du nur, für einen zu gucken, wie geht es da, wie waren deine Erfahrungen, wie fühlst du dich lo, weil kann ich sehen, dass an dem Moment gerade mega schön war und am Nachhinein aber nicht mehr schön war. Das geschieht auch viel. Und ich meine, die Diskussion über Konsens, das gehört eigentlich dazu, dass in du nur eigentlich guckt, wie geht es also no, das Checking in gebe ich so in einem Platz Aufverkehr vielleicht, weil das immer der BDSM-Kontext wird. Mit Checking in with yourself an all die Leute, die sonst waren auch Kollegen und so wieder den, aber weißt, wie die Leute dabei gegangen, also nicht auf wahr, oh, die Person war in dem Moment super, das war bestimmt super für die Person, das ist immer schlecht, wenn ich mangt, weiß nicht, wie die andere Person sich gefühlt wird. Ich meine, das ist ein Schlusswort. Ich so in dir für mich merci, dass der Halbers an lokend nach eng Rubrik schall doch an zur Woche Mann an der Tisch maybe Sex. Dir merci. Adi. How to eng Uweisung für den Gebrauch. How to wie geht Kunilingus? Kunilingus oder gut Lützebäuerisch engemeng Minute machen als Oralsex bei Leid mit enger Vulva. Für das zu machen, brauche ich manst Mund, eng Zunge und eng Vulva. Den Sexualpartner stimuliert mit der Zunge und mit den Lippen engem sing Vulva, also die Schamlippen, Klitoris und Vaginalöffnung. Kunilingus kann gut den und zum Orgasmus feiern. Wie meine ich das? Weil all Körper anders ist und mal verschieden sind, geht es nicht eng Methode, die für jeder klappt. Es gibt aber Techniken, die viele Leute gefallen, auf Red bringen. Es ist wichtig, für während und nur Moralsex eine open Kommunikation zu haben. Feedback kann helfen, den Rhythmus anzupassen und zu sagen, ob etwas sich gut anfühlt oder nicht, oder ihn genug, zu viel oder nicht genug Druck auf einen Platz ausübt. Es ist anzuraten, dass die Person, die mich nicht möchte, auch auf den Körperspruch vom Empfänger aufpasst und sich an der orientiert. Kunilingus soll auch nicht wehtun und es kann nicht zu einem Moment abhalten oder eine Pause machen, falls sie von denen, die mitmachen, das wünschen. Wenn alle Partner bereit sind, kann es losgehen. Für jederin bis eine komfortable Position gefunden wird, sie wird am Sitzen, Liegen oder Stehen, kann ihn den Empfänger unter dem Vulva küssen. Fokussiere dich für allem auf den Bauch und auf die Schenkeln. Kuss
leck oder knabber dich vom Knie rup, bis du bei der Vulva ukennst. Wiederholtest, wird Lust zu steigern. Spreizt Vulva-Lüpsen aus den, fängt Lösün, legt Vulva von innen in Urwen, von just über dem Anus bis rup bei Klitoris spitzt an der Ruf. Macht es ein Dose Keieren und probier herauszufinden, wie sensibel Klitoris spitzt aus. Probier de Schlöser los Richtung Klitoris spitzt, auch nach Kitzler genannt, zu bewegen. Am Krise du's mit deiner Zunge. Wenn's du nicht sicher bist, ob du sie von tust, froh ruhig no. Legt Klitoris mit deiner ganzen Zunge, entweder mit einer Rub-Ruf-Bewegung oder indem du kreisförmig Bewegungen machst. Falls das dem Empfänger gut geht, kannst du ein bisschen mehr Druck ausüben und Bewegungen auch mit sehr machen. Das ist wichtig, den Rhythmus zu halten, für das den Druck, den zum Orgasmus verheeren kann, nicht unterbrochen wird. Du kannst mit den Lippen ein Vakuum machen und den Kitzler in den Mund saugen. Das ist von der Technik hier ähnlich, wie wenn du den Fanger suchelst. Beweg den Zunge weiter und spiel du mit. Falls das zu intensiv geht, dann mach den Mund drum ab, leck weiter. Beim Sauren und beim Lecken kannst du dich scheinst auf die Kitzler konzentrieren und darum Ruf lecken. Du kannst auch von einer Seite auf die andere lecken. Halte den Rhythmus und bleib konstant, für dass der Druck sich aufbauen kann. Du kannst auch nur im Orgasmus ruhig noch ein bisschen weitermachen, bis du mitgehst oder bis der Empfänger da sieht, abzuhalten. Wenn der fertig sieht, ist die ganze Region wahrscheinlich ziemlich empfindlich. Ruh die Zunge kurz auf der Vulva, bevor du rup kannst. Pro-Tipp. Verschiedene Leute tun nicht gern, wenn ihr während dem Oralsex an echt kurz vor dem Orgasmus ihr Finger an die Vagina oder an den Anus aufhört. Auch Fängere kann während dem Cunnilingus verschiedene Leute gefallen. Wenn du nicht weißt, was du mit deinen Händen machen sollst, kannst du deine Hand auf den Bauch legen oder dich und den Arschbacken unhalten. Wenn deine Zunge mitgeht, kannst du auch deinen Kopf bewegen und eine kurze Pause machen und mit den Fängeren aushelfen. Wenn du willst, kannst du während dem Oralsex eine Melodie summen. Die Vibrationen von den Stimmbändern fühlen sich gut an. An der 60er Stellung kann ihnen ein Oralsex gehen und zu nämlicher Zeit Oralsex kriegen. Wie bei all Sexualakt besteht beim Cunnilingus auch ein Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustechen. Das ist das für allem ein Risiko, wenn ihn ein Wunde am Mund tut. Wenn ihr sich schützen will, kann ihn ein Lacktuch benutzen und das über die Vulva legen. Alternativ kann ihr noch ein Kondom ausschneiden und durch ein Lacktuch basteln. Ich hoffe, dass Rubrik wird dir Lust gehen, mehr auf das Minute zu gehen und die Sexualpraxis auszuprobieren. Viel Spaß und guten Appetit gewünscht. Willst du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.